Und somit herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast sinnlose Let's Plays und mit der zweiten Folge von Diablo 3 im ersten Akt normal das Vermächtnis von Jane. Und wir müssten glaube ich mit der Lehre reden. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Okay, in dem Fall müssen wir einen Schlüssel holen und zwar, wenn wir da schnell reisen, hä? Was? Nein. Da. Die alten Ruinen, ja, dann gehen wir doch mal da hin. Jetzt da hin will. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Okay, ein bisschen Hintergrund. Geschichte und ja, man kommt jetzt wieder ins Gemetzel, oder? Andreas ist nicht. Es ist irgendwie jetzt, für so ein Spiel ist es einfach zu ruhig im Moment. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Eure Mutter hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihnen nie geglaubt. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, jetzt wäre ich fast gestorben, hey. Man sollte halt nicht immer einfach nur drauf aufspielen, hä? Wo habe ich denn da? A habe ich noch. Wo ist denn A? Da ist A. Y hätte ich noch. Ah, da wäre der. Und da ist Heilen. Okay. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Okay. Wie ist eurer Mutter gestorben? Nun, die Details sind schwammig. Aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Ist noch mal etwas zum Sagen da. Gut. Dann schauen wir da doch mal, ob wir etwas Schlaues überkommen haben. Aber es sieht nicht wirklich so aus. Nein. Okay. Ich brauche Wut. Nein, da ist nichts mehr. Laufen wir doch ein Pfeil nach. Geht zur Kathedrale? Ja, machen wir ja. Ich bin unterwegs.
Noch eine. Und einfach aus dem Loch muss ich machen, hä? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe neue Kraft geschöpft. Die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern liegt im Inneren. Ja gut, da vielleicht hat es ja da außen noch irgendwo etwas Schlaues rumgenommen in dem Fall. Nö, gut, und dann muss ich schnell heilen. Ist denn da hinten noch? Dort hat es auch nicht Ruhe. Mir aber nicht annehmen. Okay, wie war da noch gewesen, da mit dem Quest-Dingsbums, neue Fähigkeit, Inventar. Keine Ahnung. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte, dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, Gut. die Hölle wird ihn verfolgen. Ja. Der Ja gut, komm. Wo ist Knopf an? Kathedrale Ebene 1. Okay, schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Okay, nichts mir nicht viel da, was er jetzt gerade angezeigt hat, aber okay. Hier ist der Stern zu Boden gefallen. Okay, schönes Loch hat er gerissen, ja. Ah, okay, da gäbe es noch so. Noch nicht bereit. Jetzt war eine Moni. New Verse. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Sind schlau rum. Sind die ganze Zeit nicht unten bleiben. Oh, und da jetzt ein. Da oben jetzt aber gar keine Gegner gehabt, oder? Mehr Wut. Okay. Vor dem haben wir noch die Innereien raus, die wir auch noch angreifen. Soll ich zuerst... Ja, komm, ich gehe zuerst noch runter.
Helft mir! Es ist in mir! In mir! Hat er geholfen, ist zwar ein bisschen makaber, aber... Beweisen. Ich brauche Wut. Ich brauche mehr Zeit. Verdient. Mehr Wut. Noch nicht bereit. Jawohl, okay. Nichts mit der. Wer hat jetzt da etwas... Oh, schau, Goldsackst. Handschuhe, oh, auch viel besser. Nicht viel besser, hä? Schuhe. Die wären besser. Lederhose. Gürtel. Ein bisschen hat er, glaube ich, schon gebraucht, hä? Ich weiß zwar nicht, wie da runter muss, aber wir gehen jetzt mal da runter schauen, hä? Das geht noch nicht. Okay, da noch mal nicht weiter. Da hinter euch kann ich auch nicht. Ist mir sicher eine Sackgasse, aber so wie es aussieht, geht es da auch nicht wirklich weiter. Da ist auch noch ein Raum. Dann halt den Inventar mal ein bisschen kaputt schlagen, dann machen wir wenigstens etwas. Gibt zumindest ein bisschen Gold, da wird mir ja sicher mal noch helfen, dass ich ein bisschen Ausrüstung kaufen kann. Also, Gemetzel. Diese Pilze sind riesig. Lazarus.
Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Muss noch ein wenig länger warten. Euer Fleisch ist schwach. Noch nicht bereit. Die Wand habe ich jetzt ein bisschen Sport zum Einfallen gebracht. Da unten ist nicht viel Schlaues und da kommt wir wieder zurück zum Eingang. Okay. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Okay, also hat seinen eigenen König umgebracht, weil der scheinbar vom bösen Mensch bedroht worden ist. Da sind wir hergekommen. Ich habe mich verwirrt, oder was? Verirrt. Irgendwo müssen wir doch weiterkommen. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich aber auch nicht weiter. Und jetzt ein Durchgang. Da geht's ab, aber da sind wir auch nicht weiter, oder? Nicht wirklich, nein. Oh, ich fühle, ja, wie das letzte Mal, hä? Sehr schön. Ja, da hinten sind wir noch nicht gesehen. Ja, ist gut, ich laufe ja. Da kann ich die Valdyre brechen, gut.
nichts, da hinten jetzt auch nichts und dann müssen wir den Fall da runter. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen! Bringt mir seine Knochen! Ich werde euch beschützen! Verschwindet, ihr Monster! Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich rede gerade mit dem, aber ich möchte da mal noch schnell ein bisschen schauen, ob ich da noch etwas Schlaues sehe. Nein, in dem Fall nicht. He? Da muss ich wahrscheinlich alles noch mal mit dem machen. Der Kane. Habt Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Ich bedarf eures Wissens, Deckard Cain. Leah wird froh sein, dass ihr am Leben seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Leah wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Das ist verschlossen. Ah, okay, drum. Wenn wir Kane nachlaufen, in dem Fall. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Okay. Ich habe meinen Schwur gegenüber Leah gehalten und Cain gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Stern. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Tristram. Onkel, du lebst! Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir vom gefallenen Stern berichten? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Was hättest du zu Der sagen? Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Eine traurige Geschichte. Doch ich suche den gefallenen Stern. Und er ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarun warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt,
dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Was habt ihr über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Das dürft ihr nicht glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Okay. Also, latscht da gerade ein bisschen sehr viel Eigenverantwortung auf, wo ganz sicher nicht so ist, aber okay. Ihr und Lea scheint einander sehr zugetan. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Ehrlich gesagt auch nicht, aber ist ja gleich. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Kane überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Diablo trieb Leoric in den Wahnsinn? Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Und nachdem er zum Skelettkönig wurde? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Nicht ich habe etwas gesagt, er hat beide, er hat die Söhne alle verloren. Jetzt auch nichts Neues. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um zu helfen. Das schien mir richtig zu sein. Aber ich bin kein Anführer. Furcht erfüllt euch. Führung braucht Stärke. Ihr sagt das so leicht. Ihr wurdet dazu geboren, Monster wie die lebenden Toten zu bekämpfen. Aber ich bin doch nur ein Bauer. Diese finsteren Ereignisse verlangen uns viel ab.
Ich mache mir um Hedrick, unseren Schmied, die meisten Sorgen. Seine Frau wurde verletzt. Und es ist seine Aufgabe, sich um diejenigen zu kümmern, die sich verwandeln könnten. Seine Familie hat schon früher unter diesem Fluch gelitten. Sein Großvater, der Kanzler von König Leorik, wurde getötet, als sich das Böse vor 20 Jahren zum ersten Mal über Tristram ausbreitete. Okay. Also ist seine Frau mehr oder weniger eh schon ein Monster. Das ist herdführend. Seid gesegnet dafür, dass ihr Deckard Cain gerettet habt. Ich weiß nicht, was Lea tun würde, was irgendeiner von uns tun würde, wenn Cain wirklich verloren wäre. Das ist also das Ende? Sie haben meinen Wagen von der Straße gezogen, aber warum? Ich kann ihn nicht reparieren lassen. Ich kann genauso gut ein großes Loch graben und mich zum Sterben hineinlegen. Und dann würdet ihr als schlurfender Leichnam wieder auferstehen und meine Klinge in eurem Schädel finden. Ihr lebt noch. Macht das Beste daraus. Oh, hätte ich auch gesagt. So, können wir dann nochmal mit ein paar Leuten reden? Ihr seid der, der Cain gerettet hat. Von Osten. Möge die Gnade der Uralten eure Seele erwärmen und Rechtschaffenheit euch durchdringen. Ja, ist gut, danke. Hast denn du irgendetwas Schlaues für mich, hä? Sieht ehrlich gesagt gar nicht wirklich so aus. Aber ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen etwas verkaufen, oder? Da brauche ich nicht, da brauche ich nicht. Den brauche ich sicher nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Der wäre besser, der wäre besser. Okay, den muss ich noch rasch ein bisschen anlegen. Oh, der sollte ja anlegen, das ist ja besser. In dem Fall müssen wir mal noch da rein, hä? Inventar. Und zwar da. Und da. Was haben wir denn da noch? Schwarzer Pilz. Die Hexe Adria sucht einen schwarzen Pilz. Über schwarze Pilze weiß ich etwa genauso viel wie über falsche Pferde. Okay. Wer ist da? Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Schon? Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Ich mag es, wenn meine Waren sauber sind. Ja, ist gut, ich glaube das. Der der ist aber weniger gut. Der ist auch weniger gut. Das ist eigentlich alles nicht viel besser, wie der da im Moment da habe, ich meine, oder? Also. Nein. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Ja, irgendjemand muss ja machen, wenn ihr es nicht macht, oder? Wie ich meine. Handwerker. Okay, da kann man ja nicht etwas machen. Ich glaube, da machen wir das nächste Mal und Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen, wenn wir hungern? Der Rest der Stadt ist auf Viertelrationen, einschließlich meiner Frau. Aber du kannst ja den Dienst quittieren, wenn du möchtest. Ja. Ja, also, da sage ich, wenn du gut davon, im Gegensatz zu denen, die nicht kämpfen. Ja.
wäre es von dieser Folge. Die Geschichte ist sehr interessant. Das Metzeln ist ein bisschen langweilig, aber ich habe jetzt das Let's Play angefangen, darum werde ich das Let's Play auch weiterführen. Und in dem Fall gehen wir in der nächsten Folge mal den Schmied fragen, wie es um die Verletzten und um seine Frau steht. Vielen Dank und man hört sich.